Sonntagsmorgen Fun Fact Nummer 1. Gewohnheiten sparen Energie. Unser Hirn liebt Gewohnheiten. Wisst ihr wieso? Weil sie Energie sparen. Nämlich Gewohnheiten helfen, wenn eine Handlung zu einer Gewohnheit wird, hilft das am Hirn, dass Prozesse automatisiert werden und man weniger Energie braucht. Zum Beispiel Zähneputzen oder Autofahren. Wenn du das schon ein Zeitchen machst, studierst du nicht mehr, was du machst. Was ist ein Fun Fact? Was macht er da vorne? Ein Fun Fact ist eine kurze, oft überraschend oder unterhaltende Information, die leicht verständlich und interessant ist. Und darum bin ich auch noch mal eine. Fun Fact Nummer 2 heute Morgen. Hast du schon mal etwas vom Dorfeffekt gehört? Der Dorfeffekt ist ein wissenschaftlicher Fakt, der besagt, dass Menschen, die in kleineren, eng verbundenen Gemeinschaften sind, tendenziell länger leben und gesünder sind. Studien zeigen, dass soziale Bindungen und das Gefühl der Zugehörigkeit das Risiko von Herzerkrankung und Depression verringern. Wir sind mitten in dieser Serie von geistlichen Gewohnheiten. Und darum habe ich so einen Fun-Fact gebracht. Es geht heute darum, dass wir so eine geistliche Gewohnheit oder eine Serie, dass wir die uns aneignen können. Wieso? Dass es uns besser geht. Gerade in dieser Zeit, wo es so schnell lebt, der Dani hat ja schon wunderbar eingeleitet. Ich habe schon bald Angst gehabt, Erziehung, an Predigtouren, habe ich nicht etwas vergessen. Nein, du hast es super gemacht, super eingeleitet. Gemeinschaft, gewöhn dich daran. Habt ihr gewusst, ich habe es glaube schon mal gesagt, dass wir Kinder von unserer Vergangenheit sind? Als ich den Titel gelesen habe, da hat sich bei mir etwas geregt. Ich hatte nämlich ein mitteltraumatisches Erlebnis mit dem Aussatz «Gewöhn dich dran». Und zwar habe ich mich vor Jahren mal für ein Schwimmtraining angemeldet, weil ich nicht gut schwimmen konnte. Und dann ist ein Fehler passiert. Ich wollte eigentlich in Technik-Anfänger gehen und bin in Ausdauer Fortgeschrittene eingeteilt worden. Genau. Bin dort am Schwimmen gewesen, genau. Und ich habe gedacht, ja, ich mag nicht alles und so, genau. Die anderen müssen 4 Längen machen und ich habe in dieser Zeit knapp 2 angebracht. Und als ich so retten komme und am Luft holen bin, schaut mich so ein Trainingsgespendli an, so einen gut gebauten Schwimmer oder so, und sagt dann, du erwartet, glaube ich, auf dich, der Trainer. Und der schaut so oben runter und schaut mich an und sagt, du hast erst 2. Dann habe ich ganz alleine nochmal 2 Längen schwimmen. Alle haben mir zugeschaut, oder? Und ich konnte kaum 100 Meter kraulen, geschweige denn 50. Und wirklich auf dem letzten Zug, also beim letzten Zug, beim Schnaufen, ich so im Seich, schnaufe ich Wasser ein, voll in die Lunge, bin am Husten. Und dann steht er dort und fragt, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ich habe Wasser eingeschnauft, oder? So völlig näher am Tod. Nein, nicht ganz so, aber einfach so ein bisschen. Und dann kommt die Aussage von ihm, wenn du da dabei sein willst, gewöhn dich daran. Ich bin jetzt dort dabei, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich daran gewöhnt, aber nicht das Wasser einschnaufen. Das ist mir, glaube ich, so nie mehr passiert. Aber darum hat das bei mir ein bisschen etwas triggert. Und vielleicht triggert es bei dir auch Gemeinschaft. Hey, gewöhn dich daran. Dann sagst du, ja, die da oben sind alles Rampensauen, oder? Die könnten schon als Extrovertierte da oben mir sagen, gewöhn dich an Gemeinschaft. Hey, der Titel soll mehr uns motivieren, so einen Anstoß geben, als uns Wasser schlucken lassen oder eben Wasser einschnaufen lassen. Wir sind auch verschieden geschaffen. Und ich will dir zusprechen, egal wie du bist, intro, extrovertiert, egal wie, du gehörst zu dieser Gemeinschaft und wir brauchen einander. Wir haben jetzt schon zweimal die Dunbar-Theorie angeschaut, wir haben das Bildchen, und so ist ja die Serie auch ein bisschen aufgebaut, oder? Es zeigt so ein bisschen, wie viele Beziehungen wir haben in der Tiefe. Also maximal 5 richtig enge, das war die erste Predigt. Dann so 15 gute Freunde, hat Dani über Small Group letztes Mal. Und heute kommen wir eben so ein bisschen 50 oder also die grösseren Kreise. Und heute geht es um Kirche. Und darum habe ich das Parkarena-Modell genommen. Ist eigentlich völlig blöd, weil Kirche besteht nicht aus dem Gebäude, aber von dir und von mir. Und trotzdem glaube ich, bei mir löst Parkarena eben etwas so aus. Es zeigt, es ist auch ein bisschen mein geistliches Zuhause und hoffentlich auch dein geistliche Zuhause. Und darum geht es heute um die Kirche, um die lokale Kirche.
Wenn du da ein Teil von der GVC bist, geht es heute um GVC. So, unter Pastoren habe ich seit Corona immer wieder mal gehört, ja, aber die Kirche ist angegriffen, oder? Der Wert ist zerfallen und dann wird da düstere Bilder gemalt und wir müssen die Kirche retten. Und ich übertreibe jetzt extra ein bisschen, oder? Oh, wir müssen etwas machen und wenn es du und ich nicht machst, dann geht es ins Grund. Und auf der anderen Seite höre ich immer wieder von Leuten, die mit der Kirche nichts am Hut haben, dass ich immer wieder mal gefragt wird, hey, du schaffst in der Kirche, ist das nicht ein Auslaufmodell? Letztens hat mich jemand gefragt und hat gesagt, du, es ist doch eigentlich so wie mit einem Patienten auf der Intensivstation im Koma. Kannst doch einfach noch warten, bis man den Stecker zieht oder bis nichts mehr läuft, oder? Jetzt sind das sicher zwei extreme Beispiele. Und trotzdem verwünsche ich mich immer wieder mal in dieser Spannung hinein, wenn es um die Kirche geht. Wie gehen wir mit dieser Spannung um, wenn wir unsere Kirche um jeden Preis schützen? Oder haben wir vielleicht auch ein bisschen aufgegeben mit dieser Kirche, weil wir vielleicht verletzt sind, wie ich, mit dem Gewöhn dich dran, vielleicht mal etwas erlebt haben, das einem so ein bisschen triggert und dann lieber sich nicht mehr so reingeht. Hey, ich will der Kirche Sorge tragen, mega. Es ist mein Herzensanliegen, dass ich mich da investiere. Darum arbeite ich ja da. Klar müssen wir uns vielleicht fragen, was heisst Kirche? Gerade im Jahr 2024 in der Schweiz. Die Frage können wir diskutieren, oder? Aber ich bin extrem hoffnungsvoll, dass es mit dieser Kirche weitergeht. Und wisst ihr wieso? Ganz einfach. Die Kirche ist nicht mir, die ist nicht am Dani, die ist nicht uns. Die Kirche ist Gottes Idee. Sie ist Gottes Idee. Wir lesen, wir können es wie sagen, es ist so eine Gründungsurkunde von der Kirche. Wenn es so eine geben würde, müsste eigentlich wie ein Vers stehen. Und das ist ein Vers, wo Jesus an Petrus sagt, wo Jesus einem von seinen Freunden oder von seinen Schülern sagt. Und er sagt zu ihm, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Es ist Gottes Idee. Und er hat das nicht an Petrus gesagt. Und ich glaube nicht, dass er gefunden hat, du Petrus, du machst das. Sondern ich glaube, es war ja sinnbildlich, dass es mit dem Petrus gestartet hat und gesagt, das wird zu einem Fels anwachsen. Die Kirche, die Gemeinschaft wird zu einem Fels anwachsen, wo in dieser Gesellschaft etwas trägt. Und es wird weitergehen. Und keine Macht auf dieser Welt wird die Kirche zu Boden geben. Vielleicht geht sie am einen Morgen mal klein, am anderen kommt sie wieder. Sie wird da sein. Ist sie fehlerlos? Nein. Sie ist voller Menschen. Es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist, wo heißt: Die Kirche ist ein Spital für Sünder, kein Museum für Heilige. Das müssen wir uns vielleicht wieder mal sagen, wenn wir selber enttäuscht worden sind. Wir müssen sagen, hey, es ist nicht so Wall of Fame, oder, wo dann da Bildchen stehen. Und wenn du es dann dort in diesem Räbel geschafft hast, dann so, nein. Es ist der Ort, wo Menschen, fehlerhafte Menschen zusammenkommen und hoffentlich sich immer wieder an dem Jesus ausrichtet. Das gibt mir Hoffnung für alle Herausforderungen. Und wenn man jetzt da rechts und links von eben Angriffen oder schon halben Tag sagt, gibt es mir Hoffnungen. Das ist Gottes Idee. Und er hat versprochen, nichts wird sie überwinden. Und darum glaube ich, ist es ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt sage, ich muss die Kirche retten. Ich muss jetzt dafür stehen und schauen, dass alle in der Spur hineinlaufen, oder? Sonst geht die Kirche zugrunde. Ja, es klingt ein bisschen übertrieben, aber manchmal habe ich das Gefühl. Sondern ich glaube, wenn wir an die Kirche herangehen, müssen wir mit einer extremen Demut herangehen. Weil sie unserem himmlischen Vater, unserem Jesus gehört und er ein Ja dafür hat. So wie er ein Ja zu dir und zu mir hat. Es ist ein Geschenk an dich. Ein Geschenk an dich und an mich, aber es ist auch ein Geschenk an die Welt. An die Menschen da. Und das begeistert mich. Darum arbeite ich da. Ich habe mich gefragt, ja, muss denn eben Kirche nicht mehr so sein, wie ich sie will? Ein guter Punkt, oder? Jetzt hat der Messi schon wieder nicht die Lieder gesungen, die ich will. Also mal, ich hätte Einfluss gehabt, er hat mich noch gefragt, darum, aber kennt ihr das? Ich kenne das von mir. Also nicht wegen Messi, aber manchmal denke ich so ein bisschen, da hätte jetzt das Lied, heute hätte ich das Lied noch gebraucht. Oder oh, jetzt, wenn es ein anderer Prediger gewesen wäre, oder? Vielleicht hätte das Thema noch ein bisschen besser bringen können, oder? Es war wieder zu heiß, wieder zu kalt, wieder zu laut, wieder zu leise gewesen.
Kirche wird sich auch immer verändern. In meinem Studium haben sie uns so ein Zitat richtig so rein massiert. Vom Kardinal Carlo Maria Martini. Er hat nämlich gesagt, wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass die Kirche bleibt. Nochmal, wer will, dass die Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass die Kirche bleibt. Das heisst, die Kirche wird sich immer verändern. Aber eine Konstante bleibt. Das ist natürlich Jesus. Richtige Antwort in der Sonntagsschule oder in der Kids Church immer, oder? Aber noch eine zweite, und das ist Gemeinschaft. Und darum geht es heute um Gemeinschaft, oder geht es in dieser Serie um Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Menschen. Wir haben jetzt so viele Mal schon über die Individualisierung oder die Einsamkeit geredet. Und ich glaube, die Kirche ist ein Schlüssel dazu. Weil die Kirche die Gemeinschaft probiert zu leben in all ihrer Fehlerhaftigkeit. Was macht die Kirche aus? Ich habe heute so 3 Bausteine, die einen haben es vielleicht gesehen, ich habe so 3 Bausteine unter die Parkarena gelegt und wir wollen so 3 Sachen anschauen. Und der erste Teil ist, die Kirche, was sie immer hat und was ich glaube, sie immer wird haben, ist, dass wir in der Kirche zusammen, miteinander lernen. Das ist das Fundament. Die Kirche kann sich verändern in verschiedenen Ausdrucksformen, in Frömmigkeitsstil, was auch immer. Aber was die Kirche ausmacht, ist, dass wir zusammenkommen und zusammen lernen. Zusammen lernen, wer Jesus ist. Zusammen lernen, wie wir miteinander umgehen. So wie es der Paulus im Römerbrief im Kapitel 12 eigentlich auch aufruft und sagt, lernet in einer neuen Art und Weise zu denken. Andere Übersetzungen fühlen dort die, lasst euch nicht von dieser Welt in eine Form hineindrücken. Kommt zusammen und lernt eine neue Art und Weise zu denken. Hey, und wenn du wie ich das ganze Leben, ich bin wirklich das ganze Leben in der Kirche. Jetzt entweder denkst du, was, man kann so lange in der Kirche sein, oder du denkst, du süße Schnur 40 Jahre in der Kirche, oder? Ist gleich. Aber was ich heute nochmal gemerkt habe, ist so ein bisschen, dass wir heute Morgen nochmal neu rein. Das Lernen wird nie abgeschlossen sein, egal wie du in dieser Kirche bist. Weiter, da kommt das Stichwort Demut. Das wird heute ganz morgen kommen, ein kleiner Spoiler, oder? Wir müssen mit einer extremen Demut an die Kirche, an die Gemeinschaft herankommen. Wir dürfen voneinander lernen. Wir lesen in der Apostelgeschichte den gleichen Text wie letzten Sonntag. Apostelgeschichte 2, 42 bis 46, ich habe zwischendurch ein paar Verse rausgenommen, das ist zu lang. Also all die jetzt denken, letztes Mal war es doch noch mehr gewesen. Heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen traten sie zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie sind zusammengekommen und sie haben gelernt, da werden wir nachher noch darauf einkommen. Sie sind zusammengekommen, dass eine Gemeinschaft überhaupt stattfinden kann, müssen wir zusammenkommen. Lustig ist, dass das Essen drin ist. Ich glaube, wir Schweizer, wir essen viel zu wenig miteinander. Weil wir so kompliziert sind, weil man dann, wenn man einander einlädt, dann muss es stimmen, oder? Dann muss es mindestens ein 3-Gänger sein und es muss noch Staubsaugen sein und jenes und dieses, oder? Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen regelmäßig. Und darum ist eben die Gemeinschaft mehr als der Gottesdienst. Sie sind regelmäßig zusammengekommen. Und dann haben sie gelehrt. Die Apostel haben gelehrt. Und zuerst habe ich so gedacht, ja, die sind dort vorne gestanden, wie der Parkrenner, und die haben das Zeug rausgelassen, oder? Aber was haben sie gelernt? Sie haben keine Dogmen, keine Dogmatik gelernt. Sie haben keine Theorien aufgestellt. Sondern was sie gelernt haben, ist das, was sie mit ihrem Jesus erlebt haben. Sie sind Augenzeuge gewesen. Sie sind dabei gewesen bei dem Jesus. Die meisten sind 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Und sie haben das gelernt, was sie gesehen, was sie erlebt und was sie geschmeckt haben mit dem Jesus. Und das soll unsere Gemeinschaft ausmachen, dass wir zusammenkommen. Nicht nur hier im Gottesdienst von mir. Das wäre schlimm, wenn ihr nur von mir lernt. Sondern dass wir miteinander, voneinander lernen. Was wir mit dem Jesus erlebt haben.
Wann hast du das letzte Mal jemand anderem erzählt, was du letzte Woche von Jesus mit Jesus erlebt hast? Der Bibelvers, der dich aus den Söcken gehauen hat am Morgen. Das ist Gemeinschaft, zusammenkommen, miteinander, voneinander lernen. Was ist unsere Motivation, wenn wir zusammen können, habe ich mich gefragt. Ist es eben auch so eine Gewohnheit? Es kann auch schlechte Gewohnheiten geben, oder? Wie es Dani am Anfang gesagt hat. Gewohnheiten können leer sein. Kommen wir zum Lernen? Als GVC Winterthur haben wir so einem Gemeindecoaching teilgenommen. Einmal in England und haben es dann in die Schweiz geholt, weil wir so Fan davon sind. Und da hat man miteinander und voneinander gelernt. Und die haben immer gleich angefangen, nämlich, dass jemand hier vorne gestanden ist und die 5 S vorgelesen hat, immer am Morgen früh. Ich habe die da auf einer Folie. Das erste ist, sei präsent. Es hat immer geheißen, hey, ihr kommt aus dem Stress raus und ihr werdet noch im Kopf jetzt noch rattern. Ich werde dann ein Nattel haben mit E-Mail drauf. Und es sind mega wichtige Sachen. Wir fordern euch auf, sind präsent, sind aktiv da rein. Und ich finde das so eine coole Sache, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir in die Gemeinschaft kommen. Wie kommen wir? Sind wir präsent? Der zweite, sei bereit, die Wahrheit zu hören. Und dann so eine Klammern, oder? Von wem auch immer. Finde ich so gut. Jetzt kommen wir mit einer Bereitschaft, zum die Wahrheit zu hören. Von wem auch immer. Ab der Bühne oder vielleicht sogar beim Parkieren oder da beim Kaffee oder beim Kind abgeben. Dann sei bereit, die Wahrheit zu sagen. Bist du dir bewusst, dass du etwas zu sagen hast? Dass du vielleicht einem anderen Wahrheit kannst ins Leben hineingeben. Wahrheit ist im Fall nicht nur immer korrigieren, gell? Das kann auch ermutigend sein. Aber vielleicht ist es manchmal schon dran in der heutigen Zeit, dass man mal sagt, hey, könnte es sein, dass du da ab dem Spürli laufst? Kommt immer darauf an, wie man es sagt. Sei hier mit offenen Händen. Kommst du da an? Kommst du in die Gemeinschaft mit offenen Händen, weil du bewusst bist, dass du wirst empfangen. Dass in deiner unmöglichen Situation dir Jesus eventuell begegnen könnte. Deine Krankheit wegnehmen, dein Problem lösen, dich überschütten mit einem Segen, den du dir nicht erträumt hast. Komm mit offenen Händen. Und das Letzte, sei bereit, das Gelernte umzusetzen. Bist bereit schon, wenn du kommst, mit der Erwartung, dass du überkommst, schon mit dem Wissen, hey, ich will es am Montagmorgen umsetzen. Hey, und ich habe gefunden, das passt so für unsere Gemeinschaft. Nicht nur für den Gottesdienst, für die Small Group, für eure Gefäße, die noch drin sind, wenn ihr euch trefft. Die 5 S. Was für eine Einstellung haben wir, wenn wir kommen? Zusammenfassend zum Lernen kann man sagen, ein zentraler Punkt von dieser grösseren Gemeinschaft ist, dass wir die Nachricht von dem Jesus, von dem Reich Gottes immer und immer wieder hören und davon lernen können. Weil die Chance ist gut. Jesus hat oft eine Gegenkultur zu der aktuellen Kultur gelernt und gelebt. Wo sind wir im Hamsterrad, wo wir es gar nicht müssten? Wir kommen zusammen, können miteinander, voneinander lernen, so eine Gegenkultur zu leben. Der zweite Begriff ist, in dieser Kirche lernen wir nicht nur, sondern er greift ein bisschen zusammen. Wir ergänzen uns auch. In dieser Kirche, in dieser Gemeinschaft ergänzen wir uns. Eigentlich, wenn wir da rumschauen, sind wir noch viel zu homogen. Ja, Steffi sagt es, wir sind homogen. Die Kirche soll der Ort sein, wo jeder willkommen ist. Ich habe so einen Artikel gelesen und nachher einen Podcast gelesen, ist jetzt um Christen in Amerika gegangen. Aber die haben gesagt, die haben das Problem, weil eigentlich alle Christen Republikaner wählen, aber der meiste nicht erreichte Menschen sind Demokraten. Es kann doch nicht aufgehen. Wenn du dir roastest, der roastet der und der roastet der, sind die doch sich nie sympathisch. Hey, mich hat das triggert. Was für eine Gemeinschaft sind wir da? Haben andere Leute, fühlen sich wohl da? Wie reden wir, wie denken wir da rein? Wir ergänzen uns. Nochmal, die Kirche gehört dem Gott und der Gott hat die Menschen gemacht und er hat sie verschieden gemacht. Wir brauchen einander. Es ist eine zentrale Folge vom Evangelium. Wenn wir die Jünger von Jesus anschauen, jetzt weiss ich nicht, ob es der Retter oder Dani gebracht hat in der Predigt. Ich meine, das war nicht homogen, oder?
Vom Zelot zum, der Reto ist es jetzt, kommt es mir in den Sinn. Das ist ja so breit gewesen, oder? Und jeder müsste sagen, du kannst doch nicht so ein Team aussuchen. Das funktioniert nicht, du bist ja mehr damit beschäftigt, dass die sich nicht auf den Deckel gehen. That's Church. Das ist Kirche. Und es müsste noch viel mehr so sein, dass wir da sind. Im Galater 3 heisst es, hey, wenn ihr da zusammen seid mit Jesus, gibt es keine Juden, Heiden, Sklaven, Herren mehr. Wir sind alle gleich. Wir sind schlussendlich einfach eine Familie. Wir sind Kind Gottes. Also da innen muss eigentlich Platz haben für Kraut und Rüebli, wie man sagt in der Schweiz. Wir brauchen einander. Im Korintherbrief formuliert es Paulus auch so, dass er sagt, Gott hat jedem ein Stückwerk von Erkenntnis gegeben. Ein Stückwerk. Also mit mehr Leuten, die ich zu tun habe, je kompletter wird mein Bild von dem Jesus. Es ist wie ein Puzzle, das sich vervollständigt. Hey, und ich weiss alles, oder? So eine schlimme Einstellung. Wenn du das Gefühl hast, du weißt alles und weißt, was falsch ist. Vielleicht hat der ein Puzzlestückchen. Und nur weil es eine andere Farbe hat und es nicht gerade zu deiner Farbe passt, heisst es nicht, dass zwischen ihnen noch etwas anderes sein kann und es ein viel grösseres, schönes Bild wird geben, wenn wir uns miteinander zusammenkommen. Auch da wieder, es braucht Demut, über unsere eigene Nasenspitze hinweg zu schauen. Glaube ich, dass ich von jedem und jeder etwas lernen kann. Dass etwas Göttliches in jedem schlummert, eine eigene Erkenntnis. Und dann Gaben, da müssen wir gar nicht eigentlich drüber reden, oder? Schaut da rein, schaut den Gottesdienst an. Wenn wir uns am Morgen einmal treffen mit diesen Teams, du hast so ein breites Gabenspektrum. Wir wären recht schlecht dran, wenn das nicht so wäre. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit auch beauftragt. 1. Korinther 12. Der Paulus braucht da an mehreren Orten in seinen Briefen das Bild vom Körper. Und er sagt, hey, wenn alle das sein, alle Hand oder Fuß sein, wie komisch es wird. Wir müssen komplett sein, dass es funktioniert. Und dann gibt es Teile, die sichtbarer sind. Aber der sich schon mal ein bisschen die Zehen angeschlagen hat oder nicht gewachsene Zehennagel hat oder sonst etwas hat, etwas Kleines oder etwas Grosses. Wenn etwas leidet, dann leidet alles mit. Ein geniales Bild, das wir wahrscheinlich schon mega viel gebraucht haben im Gottesdienst. Und trotzdem zeigt es, das Ergänzen doch so gut. Wenn wir zusammenkommen, wir ergänzen uns. So viel Gaben, so viel Interesse. Und wahrscheinlich schlummert bei uns noch ein grösseres Potenzial in unserer Kirche, als wir bis jetzt schon rausholen. Und darum ist es doch so wichtig, dass wir unsere Gemeinschaft gestalten, dass wir sie aktiv gestalten, dass wir aufeinander zugehen. Und nicht nur unsere Gottesdienste. Jetzt sollte ich eine kurze Klammer aufmachen. Auf die Gemeinschaft. Du kannst nämlich eine Gemeinschaft auch daran messen, im Grossen, wie sich der Einzelne fühlt. Wie kommen wir in den Gottesdienst? Wie laufen wir durch unser Feuer durch? Steuern wir einfach auf unsere Peer Groups, auf unsere Freunde und Familien an? Sehen wir die anderen Leute überhaupt? Die vielleicht das erste Mal da sind? Die verloren bei der Flyersäule stehen, es sagt gar nicht interessiert, was dort für ein Flyer drin ist. Sie hoffen, dass sie jemanden sieht. Könnte man das nochmal neu aufleben lassen? Das ist ein Appell an mich, nicht einfach an euch. Ich bin nicht so gut in dem. Könnte man uns nochmal auf die Fahne schreiben, jeden Sonntag jemanden anzusprechen, den man nicht kennt? Vielleicht ist er schon ganz lange in der GVC. Dass eine Vernetzung stattfindet. Jemanden kennenlernen, der das erste Mal da ist. Jemanden sagen, hey, du bist das erste Mal, hey, komm, iss mit uns zu Mittag. Wir haben da so ein Grüppli, wir sind da eine Familie oder Freunde oder so, eine Small Group oder so. Komm, hock zu uns, iss mit uns. Interessen aneinander zeigen ist Gemeinschaft und zeigt sich schlussendlich in dem, das Interesse am Einzelnen. Ab und zu hören wir die Aussage, ja, Grösse stört halt. Hey, voll. Es ist einfacher, ich habe 2 Jahre in der GV Zivil mitwirken. Ich mit 50 Leuten. Ich meine, wenn ein Kind umgekehrt ist nach dem Gottesdienst, das Kind hat jeder auflesen, weil das Kind hat jeden Erwachsenen kennt.
Eben, weil es dich besser kennt oder schlechter. Eben, weil es dich trösten, weil es dich kennt hat. Oder sonst hast du gewusst, zu welchem Mami oder zu welchem Papi das gehört. Oder welches das der Götti ist oder so. Ja, genau. Ja, das geht bei uns vielleicht nicht. Das stimmt. Das ist doch vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, bei der Apostelgeschichte 2 lesen wir am Anfang, oder der letzte Vers von dem Kapitel, von dem Abschnitt heißt: Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das war nicht von 50 auf jeden Tag einen halben oder so. Die das schon gelesen haben, heisst es am Anfang vom 2. Kapitel, dass mal am Anfang mal 3000 dazugekommen sind, oder? 3000 und dann jeden Tag mehr. Wir lesen auch später in der Apostelgeschichte, dass das gewisse Herausforderungen geführt hat, dass da müssen investieren, aber es hat funktioniert. Und ich glaube, wir können uns da ein Vorbild nehmen. Bei 3000 Menschen wird auch die Vielfalt, die Gabe wird immer grösser. Vielleicht muss man sich ein bisschen organisieren, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen. Vielleicht müssen wir uns überlegen, zieht das Argument überhaupt? Ja, es ist halt zu gross, es ist mir zu gross geworden. Oder müssen wir es anders organisieren? Ich habe mich auch gefragt, sind wir als GVC überhaupt bereit, dass Gott neue Menschen hinzufügt? Oder hat er es gemacht und wir haben die einfach nie angesprochen? Unsere Alpha-Tafel für Leute, die wir an Alpha Life einladen, ist voll. Sind wir überhaupt bereit, die Leute in unserer Gemeinschaft aufzunehmen? Am Sonntag an unserem Tisch, in unseren Small Groups? Oder sind wir gerade so frisch jetzt an einem guten Punkt, wo wir es eben mega schön haben, oder? Ich genau weiss, wie viel Gutes ich bereitstellen muss. Ich weiss, wie viel Gutes jeder pro Abend isst. Hey, die Gemeinschaft ist eine Challenge, aber es ist eine wunderschöne Challenge. Wir kommen also zusammen zum Miteinander lernen, wo wir auch persönlich wachsen können. Wir kommen zusammen, wir ergänzen einander. Das ist ja mega cool, oder? Dass du ergänzt wirst, auch in deinen Schwächen. Dass das aufgefüllt wird. Wir können so aufblühen. Und jetzt kommt der letzte Punkt, wo ich dich leider enttäuschen muss. In der Kirche geht es aber primär nicht um dich, sondern um mich. Das finde ich extrem schwierig, oder? Ich habe gerne, wenn es ein bisschen um mich geht. Heimlich jeden auch, oder? Wir wollen, dass wir Geburtstag feiern, wir wollen nicht, dass die Leute singen, oder? Weil das ist so ein komischer Moment, wir wissen nicht, was machen, oder? Aber ich hätte doch gerne, wenn jemand daran denkt. Und der letzte Punkt, für was das Kirche da ist, für was eine geistliche Gewohnheit steht, ist Anbetung. Zusammen miteinander Gott anbeten. Es geht eben nicht primär nur um dich und mich, sondern es geht um den grossen Gott. Einer der wichtigsten Aspekte ist, dass wir zusammen den Gott anbeten. Mit unseren Liedern, mit dem Gebet, mit den Predigten, aber auch mit dem Zusammenkommen, wo wir uns füreinander interessieren, wo wir einander sehen, wo wir einander dran sind. Wir können vieles allein tun, aber die Anbetung, wenn wir die alleine machen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn wir sie zusammen machen. Der Dietrich Bonhoeffer hat ein Zitat geschrieben. Ich habe ihn schon nur gerne, weil er Schachtelsätze hat. Ich habe auch immer Schachtelsätze gehabt. Mein Lehrer hat immer gesagt, das macht man nicht. Und ich habe immer gesagt, der Paulus, ein grosser Held, hat das gemacht. Und jetzt sehe ich, der Dietrich Bonhoeffer hat ihnen, glaube ich, 5 Komma in einem Satz rein. Darum muss man ein bisschen den Kopf beieinander haben, wenn man es liest. Aber er hat etwas mega Kraftvolles gesagt. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat. Weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als Fordernde, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Er hat uns da hineingesetzt und weil er das gemacht hat, können wir als Dankende und als Empfangende mit anderen in die Gemeinschaft eintreten. Hey, für mich sind Worship-Zeiten hier in letzter Zeit ein Schlüssel von dem geworden. Und es ist mir wirklich egal, was für Lieder wir da singen. Was mich begeistert, ist, euch singen zu hören. Manchmal sind wir fast gleich laut wie die Band mit mir zusammen. Und ich muss mich oft umtrüllen. Und ich will euch mal den Task geben, schaut mal ein bisschen um im Worship. Mir generiert es Glauben. Wenn ich dich
sehen und hören singen. Es ist im Fall egal, ob du schön oder nicht schön kannst singen. Dass alle, in 800 Leute mit einer Stimme, nicht immer in der gleichen Tonlage, aber in einer Stimme, das Gleiche aussingen, auch in ihr proklamieren, macht etwas in meinem Herz hinein. Es macht nicht das Gleiche, wie wenn ich daheim unter der Dusche oder auf dem Velo singe. Das ist auch cool, aber das hier hinein geniesse ich, weil es eine mega Kraft hat. Wir wollen dem extra auch einen hohen Stellenwert geben, indem dass wir so viel singen da, dass wir zusammen beten, weil es eine Power hat. Weil es meinen Fokus von mir auf den Gott wegtut. Hey, ich komme zum Abschluss. Und die Tatsache, dass du da bist, zeigt ja, dass du entweder mitgeworden bist wegen der Einsegnung und einfach musst. Oder dass du da dazugehörst und sagst, hey, mal, die Gemeinschaft ist mir etwas wert. Wir wollen einander ermutigen, uns die Gemeinschaft nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nochmal schauen, was ist das für ein Stellenwert? Was hat sie für einen Stellenwert in meinem Leben? Ich möchte als Abschluss dir 4 oder 5 Fragen stellen, wo du auch im Worship, wir werden nachher zusammen anbeten, wo du dich durch den Kopf gehen lassen. Braucht es von dir nochmal eine Entscheidung? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Kennt ihr das? Vielleicht hast du dich schon entschieden, ohne dass du dich entschieden hast. Braucht es von dir nochmal eine Entscheidung für die Gemeinschaft? Wie willst du mit uns die Gemeinschaft bauen? Wie schaust du auf die Kirche? Was hast du zu geben? Was hast du für ein Wort? Was hast du ein Stückwerk von dem Jesus, den er dir gegeben hat? Und das Letzte ist jetzt nicht darauf, könnte die Gemeinschaft ein wichtiger Schlüssel in deinem geistlichen Leben, in deiner geistlichen Gewohnheit sein.